Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, nachdem wir gestern hier die Nacht- und Nebelaktion beendet haben, würde ich mal sagen, dass ich mich jetzt hier im alten Lager nochmal umgucke, wenn es morgen ist. Da sind dann auch alle Hansel hier draußen unterwegs, die wir so brauchen, mit denen wir schwallen sollten. Zum Beispiel hier der illustre Typ, der hier rumsitzt, das Sketty. Von dem haben wir ja gestern schon vom Fletcher erfahren, dass das der Arena-Besitzer ist. Der hat dieselbe Rüstung auch wie der Diego, das ist dann ein höherer Schatten. Ups, ich wollte nicht da springen. So, ich wollte mal mit ihm sprechen hier. Was machst du dann hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Okay. Wieso loschst du die Leute aus der anderen Lager hier kämpfen? Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Okay, also hier sind die Fronten anscheinend ziemlich verhärtet. Jetzt froh aber mal, trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay. Dafür kann ich der Einhänderstufe 1 für 50 Erz hier bei ihm lernen, das ist schon nicht schlecht. Kann er mir helfen, mich hier im Lager Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken? Vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay. Na gut. Das merken wir uns auf jeden Fall mal. Dann können wir jetzt nämlich einer von den Hansel hier herausfordern. Gorhanis, Karim oder Kirko. Aber das machen wir noch nicht. Ich will du erstmal Kämpferfähigkeit erlernen, dass ich wenigstens mit meiner Einhandwaffe einigermaßen zurechtkomme. So, oh, da hat sich aber ordentlich Müll hier gesammelt. Dementsprechend schwirren hier etliche Fleischwanze rum. Die sollten wir mal fertig machen. Na, komm schon her, du. Epischer Fleischwanzen-Battle. So. Okay. Da können wir uns noch mal ein bisschen Wanzefleisch abgreifen. Und ansonsten... Wie schaut es dann hier noch aus? Irgendwo schwirrt noch eine durch die Gegend. Da ist noch eine Kiste. Und die kommen wir aber anscheinend... Ah doch, an die kommen wir doch noch dran. Die ist aber leider leer. Na gut, dumm gelaufen, würde ich sagen. Okay, da oben sind auch nur noch ein paar von einer gammlichen Hütte. Und wer hockt dann hier rum und glotzt blöd in die Luft? Okay, einfach nur ein Schatten. Der starrt die Mauer der ganze Tag. Ah, naja, wenn es mir Spaß macht, warum auch nicht? Hier ist noch ein Turm, der als Wohnung anscheinend genutzt wird. Ich sollte mal besser hier rausgehen. Und sollte hier vielleicht nochmal speichern. Sicher ist sicher. Machen wir mal einen zweiten Speicherstand. Nennen wir den mal Yankee 2. So. Okay. So, was gibt's denn hier? Ein Bett und eine Truhe. Rechts, links, links. Noch einmal. Wie gesagt, jeder Dietrich zählt. Muss ich dann rechts, links, links, links anscheinend. So, noch einmal. Rechts, links, links, links. Sehr schön. Eine Essenz heilender Kraft für 50 Lebensenergie, gebrotenes Fleisch und eine Spitzhacke kriegen wir dafür. Okay, jetzt fix hier raus, bevor uns irgendeiner bemerkt. Zum Beispiel der illustre Gentleman hier. Und das war ein edler Typ, Jackal. Neues Gesicht? Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Okay. Na gut, das nennen wir doch mal A. Hier, 10 Erz. Hier, 10 Erz. Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Wenn ich in der Nähe bin, kannst du auf mich zählen. Du kannst mich jederzeit zwischen dem Marktplatz und dem Südtor finden. Um die anderen Bereiche kümmern sich Fletcher und Bloodwin. Okay. Na, wie sieht's aus? Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Okay, jetzt haben wir zumindest mal einen, der mal Schutzgeld abgedrückt hat für 10 Erz.
Das ist schon mal nicht verkehrt. Da ist noch ein Mordrag und ein Schatten. Reden wir doch mal mit dem Nummer. Hey Mordrag. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meine Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. So, dann zeig mir doch mal der Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Okay, er hat 11 Erz. Ich würde sagen, wir gucken doch mal, was wir so tolles Hände für. Was wir ihm verkaufen könnten. Irgendeinen Schampel, wenn wir schon noch haben. Waffe zum Beispiel, ja, das ist 100 Erz wert. Das kann der gar nicht bezahlen, der Vollidiot. Deswegen geben wir da mal so 2 alte Hacke. Ja, komm, wir geben ein paar Hacke im Wert von 6 Erzbrocker. Dann, was geben wir noch? Wir geben noch so rostisches Schwert. Ah, nee. Das ist dann wirklich um die Hälfte gemindert, wie es aussieht. So what? So, wir knöpfen jetzt mal sein Erz ab. Dann die Dietriche möchte ich auf jeden Fall haben. Pfeile sind Quatsch. Ich wäre eh nie auf Fernkampfwaffe, Skiller. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Wert von 31 hier kriegen. So. Schauen wir mal. Irgendwas wird er ja schon haben im Gegensatz dazu. So, zack, zack. Und dann legen wir noch einen Pfeil over drauf. Brauchen wir sowieso nicht. So, dann kommen wir auf N30, da können wir die Enter-Taste drücken und wir nehmen das A. Sehr schön. Jetzt haben wir gehandelt. Also das Handelssystem ist hier schon doch wirklich etwas umständlich, muss ich echt sagen. Aber so what? Wir müssen es halt hier nehmen, wie es ist. Butler, hi Dexter, der labert mich eh schon an. Und keine Ahnung, was er sagt. Ah. Okay, das war irgendein anderer. Was ist Sumpfkraut? Was ist Sumpfkraut? Neuer, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannt. Ja, das ist denn hier Gras hier. Ich will Schattenwerfer. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Okay. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay. Hört sich noch eine schwierige Sache an. Wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Okay. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir doch mal 50 Erz Vorschuss. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Okay, dann bin ich immer weiter hart. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, dann vergessen wir das doch. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht zu schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen. Was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Hehe. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Nee, mache ich auch nicht. Jetzt zeig mir nochmal erstmal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Aha, von wegen 200 kann er gerade so entbehren. Ja, lecco mio. Da hat er noch eine Karte der Kolonie. Die werde ich mir auf jeden Fall noch reinzwirbeln. Dann hätte ich ganz gern hier die Dietriche auf jeden Fall noch von ihm. Und die Erzbrocke möchte ich alle haben. Wir haben ja mittlerweile genug
Waffe, um ihn zu bezahlen. Ja, das ist halt auch etwas ätzend, statt einfach mal die ganze Erzbrocke auszuwählen, muss ich halt jeden Erzbrocke hier einzeln rüberschieben. Das ist schon etwas lästig. Aber kriegen wir ja auch noch alles hier. Wir haben ja die Zeit, ne? Wir haben's ja. Von daher. Heidewitzka. Okay, was hat er dann noch alles bei sich hier? So, jetzt langsam. Was hat er dann noch? Traumruf für 20 Erz, schwarzer Weiser für 15 Erz und grüner Novize für 8 Erz. Also hier können wir auch noch Kiffes kaufen, wenn wir kaufkräftig genug sind. Dann können wir jetzt hier die ganze tolle Sache loswerden. 1, 2, 3, 4, 5. Also 50 kriegen wir dafür. Der Wert ist eigentlich 100, aber wir können es zur Hälfte verkaufen. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Nehme ich an. Wo ist das Sektenlager? Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Der schon Südausgang gemacht. ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Okay, perfekt. Ich weiß auch noch eine FRE-Möglichkeit, da komme ich dann später drauf zurück. Und zwar werde ich den Spinner hier, Baal Parves, ansprechen. Und der Baal Pervers, der kann uns zum Lager führen. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, dieser Baal Perves, das Praktische ist bei der Sache, dass wenn der uns führt zum Lager, dass der etwas stärker ist als wir und dass der auch Kreaturen niedermachen kann und wir kriegen dann die Erfahrung, wenn der sie niedermacht. Das ist natürlich sehr praktisch. Hast du Rüstung für mich? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Okay. Butlerhose könnten wir uns hier noch holen. Aber ich muss sagen, die Butlerhose kriege ich ja gratis, wenn ich zur Mine gehe. Von daher lassen wir das mal gut sein. Ich weiß, wo ich auch gratis Rüstungen kriege. Zeig mir deine Ware. 200 Erz. Das hole ich mir auf jeden Fall noch. Hoppla, da habe ich jetzt immer eine falsche Knopf gedrückt. Ja, wie gesagt, es gibt hier auch am Anfang Möglichkeiten, gratis zu seinen Rüstungen zu kommen. Und das nutze ich eigentlich auch so gut, wie ich nur kann. Also es gibt gerade beim Sumpflager die Möglichkeit, sich so einen Novize-Rock zu holen. Der ist gratis und der bietet einigermaßen Schutz. Und wenn man in der Mine drin ist für die Prüfung des Vertrauens vom alten Lager, kriegt man auch noch gratis eine Butlerhose. Für den Anfang ist das vollkommen in Ordnung. Und bietet auch etwas mehr Schutz als dieser Novizenrock, glaube ich. So. Für 400 Erz müssten wir jetzt... Wie viel haben wir? 284 Erz. Das ist schon nicht verkehrt. Okay, dann gehen wir mal ganz noch over und verticken noch unser grobe Schwerter dafür. Puh, jetzt haben wir aber so allmählich... Hoppla. Moment, Nummer... Nein! Scheiße! Zeig mir deine Ware. Ah, hier ist das Erleid. Fuck. Ja, das ist halt etwas ätzend. Ich habe jetzt leider schwer zu viel reingemacht. Und ja, egal. Machen wir halt nochmal zurück. Also wie gesagt, ich werde am Anfang halt auf jeden Fall auch die Rüstungen abstauben, die ich kriegen kann. Gerade weil man sich so viel Schutz wie möglich schon holen sollte. Das ist schon nicht verkehrt, wenn man das macht. Okay. So, Fisky Boy. Jetzt will ich nochmal hier der ganze Erzkruscht haben. Und dann schauen wir mal, dass wir dich wieder richtig bezahlen. Zack, 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 zack. So. Der ist ohne irgendwas. Und jetzt grobes Schwert. Piep, pom, pum, pum, po. Und 400 insgesamt. Sehr schön. Nehme ich an. Also ihr seht auf jeden Fall, es lohnt sich, diese Schwerter zu schmieden. Mit denen kann man schon ordentlich was anfangen. Okay, das ist noch so ein Hansel. Der will, glaube ich, ausbrechen. Genau. Den muss ich dann später wohin führen. Aber das mache ich jetzt auch noch nicht. Jetzt mag ich erst einmal mit der Schatte sprechen, dass ich hier Aufträge kriege. Ich glaube, ja, genau, der Whistler gehört auch noch dazu. Hi, ich bin hier. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Okay, was ist das dann für ein Gefaller? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okay. Warum will er die Waffe dann irgendwie verkaufen? Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen?
Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Okay. Na gut, hast du schon mal dran gedacht, dass ich mit dem Erz durchbrennen könnte? Klar, aber komm, ich hol das Ding. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Okay, so. Dann schwallen wir da nur mal mit dem Fisk. Weil die Aufgabe ist doch relativ easy, würde ich jetzt sagen. Und dann speichern wir hier nochmal unter Yankee 2. Und Fisk, wie sieht's aus? Ich will ein Schwert kaufen, was mit Ornamenten wäre schön. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich habe da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet Alter, 110 Erz. wie saudumm der lacht. Okay, ja, wenn ich das erwähne, dann verkauft er es erst recht nicht. Von daher, ich nehm's. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. So, also 10 Erz musste ich jetzt auf jeden Fall nochmal drauflegen. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn ich jetzt sage, Whistler, wolltest du es für 100 verkaufen, dann riecht er natürlich Lunte und dann war's das. Whistlers Schwert, das wird 20 Schaden machen, braucht aber Stärke 15. Okay. Gehen wir jetzt nochmal zu dir. Und der ist glücklich, wenn er es hat. So. Fisk will jetzt 110 für dein Schwert. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Jo. Bitteschön, ich hab dein Schwert. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Nö. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Sehr schön. Bis dahin, mach's gut. Also N, Fürsprecher haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gefunden. Jetzt haben wir auch hier einmal die große Runde im alten Lager gedreht. Und wer nehmen wir dann hier noch? Stinknormaler Butler und Butler. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Erz in der Tasche, dass wir auch nochmal was machen könnten. Und zwar könnte man nochmal zu den Jäger zurückkehren und könnten da nochmal lernen, wie ich Trophäe abstauben kann. Das ist schon recht praktisch. Und mit dem Gravo könnten wir auch noch sprechen. Hey Gravy. Der mag anscheinend mit uns retten, okay. Dann haben wir hier noch einen Galgen und eine Trommel. Komme ich da hoch? Nö. Okay, hoch komme ich hier tatsächlich nicht. Ja. Da ist aber nicht nur Seildraht, deswegen, da ist alles in Ordnung. Und da gibt es noch einer, der hier vorne steht, der nennt sich Taurus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Oh nee, das sollte ich nicht sagen. Wie gesagt, die wird man die Kehle durchschneiden. Ich will für Gomez Ich arbeiten. will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich Okay. werde mit Diego reden. Und warum stellt der mich selber nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Okay. Muss doch eine Aufgabe geben, die du auch erledigt haben willst. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ja, trotzdem. Ich kann alles schaffen. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns.
Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Das ist nicht Damit gut. ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Okay, wieso beschützen die Magier den Typ? Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Okay. Wo finde ich dann Mordrak? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Okay, klingt eher, als wenn die Magier der Klingt Problem. eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Ups. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Köstlich. Soll ich den Kerl umbringen? Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Gut. Jetzt haben wir schon sowas. Okay, ich glaube, seine Stimme ist definitiv sehr viel wert. Aber ich sollte hundertprozentig jetzt auch nochmal zu der Hansel da vorne gehen. Und mit denen nochmal quatscher. Weil die können mir einiges über die Jagd beibringen. Und ich habe mittlerweile genug Erz, dass ich auch von denen lernen kann. Das ist schon mal sehr nützlich. Dann sollte ich auf jeden Fall auch nochmal lernen, wie ich Einhänder besser verwende. Und dann können wir da auf jeden Fall schon ein paar Dinger drehen, denke ich. Ansonsten würde ich sagen, dass das alte Lager noch etwas ausgelutscht ist. Würde ich in der nächsten Episode dann noch wahrscheinlich Richtung Sumpflager aufbrechen, um die andere Aufgabe zu machen. Und dann schauen wir mal. So. Wo seid dann ihr Typer? Aber heute will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen. Schauen wir gerade mal. Ja, es dauert eh nicht mehr allzu lang, bis ich die nächste Stufe erreiche. Und mit 20 Lernpunkte lässt sich definitiv was anstellen. Und ich finde, diese Jäger-Sache lohnt sich auf jeden Fall immer. Für 5 Lernpunkte hier das ganze Zeug zu lernen, ist schon nicht schlecht. Okay. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Ja. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen. Das kennen wir Zumindest schon. wird jeder Händler. Bla bla, das kennen wir schon alles. Okay, das kostet uns insgesamt 300 Erz. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Warane kann ich aber auch heute. Krallen abziehen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Ja, und auch von Wölfe ist es nicht schlecht. Fell abziehen. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem, immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Kein Problem. Alles klar, dann lernen wir noch Zähne zu entfernen. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern.
Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Sehr schön, jetzt haben wir das alles gelernt. Und dann gehen wir mal weiter. Ab jetzt werden unsere Monsterkämpfe auf jeden Fall sehr viel lukrativer sein. So viel kann ich versprechen. Weil gerade wenn es um Fälle geht, Fell von einem Schattenläufer, generell ein Schattenläufer ist ein großartiges Tier zum Ausschlachter. Der hat Fell, der hat Zähne, der hat Krallen und der hat noch zusätzlich 4 rohes Fleisch, was er gibt. Also das ist schon nicht verkehrt. Aber Schattenläufer sind sehr zähe Biester. Wenn ich dann mal irgendwann auch die Kraft habe, gegen Varane zu kämpfen, kann ich auch Varanhaut abziehen. Ich glaube, die bringt einen Gesamtwert von 80 Erz, aber kann ich eigentlich für 40 Erz dann für Ticker. Also es ist schon lukrativ, was man hier gemacht hat. Das ist eine sehr gute Investition, wie ich finde. Okelidokeli. Dann würde ich sagen, das mit dem Mordrug, das können wir auch relativ einfach lösen. Der Typ kann uns auch ins neue Lager führen und auf halbem Weg verkloppen wir den Kerl einfach. Und dafür sollte ich aber auf jeden Fall gut ausgerüstet sein. Die Aufgabe ist nichts für jemanden, der Gerüstung hat. Deswegen würde ich sagen, als nächstes steht auf jeden Fall das Sumpflager an. Aber vorher will ich vom Sketty noch lernen, wie ich meine Einhandwaffe besser verwende. Ach Gott, wenn er mal mit seinem Gezitter aufhört. Hey Parkinson, Sketty, trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay, dann zeig mal, wie ich Einhänder benutze, Zitter Sketty. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Okay, cool, danke dir. Das war doch schon mal sehr freundlich. Jetzt haben wir insgesamt noch 6 Lernpunkte. Und bei unserem Einhänder sehen wir jetzt, ausgebildet, eine Volltrefferchance von 5% haben wir. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay, jetzt ist er vor lauter gut schon auf den Tisch gekrabbelt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt auch gleich hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo wir dann zum Sumpflager gehen werden. So sieht es jetzt aus. Wir haben uns an der Anweisung gehalten. Ja, da ist der Mordrug, aber um den kümmere ich mich noch nicht. Da dauert es noch ein Weilchen, bis ich auch eine bessere Rüstung habe und so. Okay. Also, morgen geht es dann ab zum Sumpflager, da werde ich auch noch ein paar Aufgaben erledigen und werde mir dort auch noch eine Rüstung besorgen. Also, ihr liebe Leute, machen's gut und bis morgen dann. Ayan Kann schon Yankee. sein, aber wen interessiert das?